Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für euch in der Sendung. In der Familienpapeterie Hell in Zollikofen werden Kunstwerke gedruckt. Der Berner Lukas Ruas träumt von der höchsten American Football League. Und am Wochenende hat Sneakerness in Bern stattgefunden. Vor 99 Jahren hat man mit einer Druckerei den Grundstein der heutigen Papeterie Hell in Zollikofen gelegt. Allerdings als Spezialität mit kleinen Auflagen. So kann die Malerin Lilian Schürch ihre Kunstwerke auf Karten verewigen. Wir haben mit der Detailhandelsfachfrau Martina Lauper über diese Spezialität geredet. Ja, also nächstes Jahr feiern wir 100-jähriges Jubiläum hier von unserer Papeterie. Und das war halt schon mein Urgroßvater, der das gegründet hat mit dieser Druckerei. Und nachher ist die Papeterie dazugekommen, mein Großvater, der das geleitet hat. Und dann meine Mami. Und ich war auch ein kleines Stündchen auch schon hier im Laden und habe geholfen. Und jetzt bin ich eben da. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein ganz anderes Arbeiten, wenn man weiss, ja, wer hat das alles auf die Beine gestellt hier. Und man geht auch ganz anders dahinter. Genau, gibt sich jeden Tag extrem viel Mühe und hat auch ab jedem Kunden richtig Freude, der in den Laden kommt und will, dass er dann auch mit einem Lächeln wieder rausgeht. Bei uns ist es halt einfach so, wir sind sehr persönlich, wir kennen die Leute und es ist immer auch ein Probieren und auch den Kunden kennenlernen, was er sich wünscht. Und dass man dann zu diesem Ziel kommt, schauen wir dann auch mit dem Kunden zusammen, schauen, was man da machen könnte und so. Und man muss sich auch Zeit nehmen für das, aber das machen wir gerne. Also, das Bild ist vor ein paar Jahren entstanden, wo wir endlich einmal Zeit hatten, um zu diesem Kirchli zu gehen. Und mein Mann hat es fotografiert. Und nachher, ein paar Wochen später hat es geschneit und dann haben wir das am Fernsehen gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wäre es ein schönes Winterbild. Und dann hat der Mann gesagt, ja, dann gehe ich es fotografieren, oder noch einmal. Dann sage ich, nein, also das Strössli, das kannst du nicht, oder? Das ist gefährlich. Und nachher hat er gesagt, ja, du kannst ja Schnee malen. Also, dann habe ich gedacht, ja, probiere es mal. Und dann habe ich einfach das Bild gemacht. Vom Grün ins Weiß, sozusagen. Ja, habe ich einfach das so gemalt und ja, es ist mir gut gekommen. Wenn ihr das Bild behalten wollt, aber gleich quasi mit anderen Leuten das Sujet teilen, dann macht ihr das eben zusammen mit der Papeterie Hell. Ja, dann mache ich das mit der Papeterie Hell. Dann lasse ich da kopieren ein bisschen, und dann mache ich Kärtchen machen. Und dann mache ich zum Beispiel an der Weihnachten sicher etwa um die 50 Kärtchen schicken, Verwandte und Bekannte. Jede Weihnacht einfach ein anderes Winterbild. Ja, es ist einfach eine gewisse Sympathie da und sie verstehen mich, wissen, was ich will und gehen auf mich ein. Und das ist sehr gut. Gleich ist wieder Super Bowl, der Finale der American Football League. Der Spieler Lukas Ross träumt davon, genau in dieser Liga in der NFL zu spielen. Niemand von der Schweiz ist bis jetzt diesem Traum so nahe wie er. Im Video erzählt er uns, wie er seine Chancen einschätzt. Ich war 4 Jahre in Amerika. In der Zwischenzeit habe ich jetzt in Deutschland gespielt und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Nordamerika zu spielen, beziehungsweise zu Kanada oder eben in der NFL. Und nur, dass man das richtig versteht, hier in der Schweiz hört man das nicht so häufig. Du lebst vom American Football. Genau, American Football ist mein Hauptberuf. Das ist das, was ich mache. Das ist auch das, wo ich Geld damit verdiene. Wie realistisch ist es, dass man dich in ein paar Jahre in der NFL sieht? Realistisch im Profifootball ist immer ein bisschen schwer herauszufinden. Eine Chance ist da, aber die ist leider momentan nicht allzu gross. In Kanada ist die Chance wesentlich grösser. Ja. Wenn du einfach herauslesen könntest, wenn es keine Grenzen gäbe, wo würdest du hergehen? Wenn ich einfach auswählen könnte, wäre ich nächstes Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers.
Am Wochenende hat Sneakerness in Bern stattgefunden. Es ist die grösste Sneakermesse von Europa. Außergewöhnlich an dieser ist der IBE-Spezialschuh. Wir haben mit dem Mitbegründer Sergio Muster über die Kooperation mit IBE und natürlich über einen IBE-Spezialschuh geredet und wieso dass es nur 11 Exemplare davon gibt. Ja, Sergio, jetzt sind wir da 14 Jahre nach der Gründung von Sneakerness sind wir zurück zu Bern. Wie fühlt sich das für dich an? Das Heimkommen ist immer schön, oder? Nein, es fühlt sich super an, weil nach 14 Jahren wieder zurück auf Bern ein Event zu machen, zusammen mit IBE. Wie gesagt, das ist ein Bubentraum für mich. Und eben zuerst mal hier im Wankdorf-Stadion. Wie ist die Kollaboration mit den Young Boys genau zustande gekommen? Ich bin eben seit und je bin ich schon Supporter von Young Boys. Ich bin regelmäßig an den Matchen mit meinem Papi. Von dem her haben wir dort schon einen Bezug zu Young Boys jahrelang. Und ich habe nachher noch so ein bisschen nach einer Alternative gesucht, während Corona den Event in einem kleinen Rahmen zu machen. Und wie gesagt, mit dem Austausch mit IBE zusammen haben wir dann entschieden, okay, wieso probieren wir es nicht mal hier, das Bern wieder zurückzuholen. Und endlich nach 2 Jahren eigentlich, weil eben, es hat so wie ein Corona-Event sein, können wir es jetzt endlich hier machen. Und noch viel schöner, eben ohne Corona-Restriktionen. Und jetzt haben wir gesehen, ist da, auf der Seite von dir ist ein spezieller IBE-Schuh kreiert worden. Kannst du mir dort noch ein paar Details dazu erzählen? Ja, sicher. Eben. Hier der IBE-Schuh auf 11 Stück limitiert, ist handgefertigt in Amsterdam, also in Holland wird der gemacht. Und jeder Schuh ist sehr, sehr speziell, weil er noch mit vielen Vorteilen kommt, wie zum Beispiel das Saison-Abi von IBE, das Meet and Greet und so weiter. Und das Meet and Greet, wie ich gesagt habe, das ist ein spezieller Schuh, der ist jetzt gerade so eine Auktion, wo der Gewinn kommt nachher an den Arche-Fonds zu gut. Von dem her ist eben auch viel, viel Herz dahinter und ja, ich bin auch stolz, dass wir das realisieren zusammen. Und wieso genau 11 Stück? Was ist da so der Hintergrund? Es ist relativ einfach, wieso es 11 Paar gibt. Es sind 11 Mann auf dem Bitz. Wie du gesagt hast, einer wird heute versteigert hier vor Ort. Wie viel kosten die anderen 10 Exemplare? Er wird nicht ganz vor Ort ersteigert. Man kann den auf dem Online-Shop von IBE, gibt es eine Auktion, sparen, kann man dann ersteigern. Und das ist das erste, sagen wir, von diesen 11, das erste Exemplar, das bis am Mittwoch kann man ersteigern. Und die anderen 10 kann man heute kaufen. Das ist das Gründungsjahr von IBE, 1898, kostet der Franken. Klar, ein stolzer Preis, aber man bekommt auch ganz viele Sachen über, wie auch das Saison-Abi zum Beispiel. Man bekommt eine spezielle Kollektion von IBE Sneakerness über, die man nicht kaufen kann. Und das wird dann nachher alles ausgeliefert im ersten Quartal nächstes Jahr. Hinter auf dem Schuh drauf ist noch ein spezielles Pattern drauf. Was kannst du dazu noch sagen, zu diesem Design? Du sprichst eben das Pattern hier an. Das ist wie eine Darenschlaufe, also eigentlich vom alten Young Boys Logo haben wir das entnommen und haben es dann so ein bisschen abstrahiert dargestellt. Und ja, jetzt haben wir das schön reingelasert, also super hochwertig. Und davor ist nachher noch das Wappen von Young Boys. Und bei diesem Schuh schon noch speziell, oder bei diesen 11, es hat noch einen Chip integriert, also einen NFC-Chip, wie man so schön sagt. Und von diesem Schuh gibt es nachher auch ein digitales Abbild, einen digitalen Zwilling, der so ein sogenannter NFT ist. Also tut nachher auch sicherstellen, dass man wirklich einen authentischen IBE Sneakerness-Schuh bekommt. Sind wir gespannt, wer sich so ein Sneakerpaar ersteigern kann. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos und einzelne Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteonews präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und merci vielmals für zuzuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Unter dem Strich haben wir einen ziemlich freundlichen Tag hinter uns. Die Sonne die hat sich allerdings zum Teil nur milchig gezeigt und am Morgen sieht es mal ziemlich ähnlich aus. Eine Grosswetterlage tut sich nämlich nicht allzu viel. Wir haben weiterhin ein Tiefdruckgebiet über dem Nordatlantik. Da ist also ein ziemlich dynamisches Hoch über Südosteuropa. Wir sind dazwischen, da in dieser sehr milden Südwestströmung. In Nacht auf morgen geht es also mit vielen hohen Wolken weiter und am Morgen haben wir ausgedehnte mittelhohe und hohe Wolkenfelder. Es ist zwar freundlich, zum Teil gibt es noch ein bisschen Sonne, aber der Sonnenschein der ist nur fahl und im Seeland sind zum Teil noch ein paar Nebelfelder möglich. Die Sterne morgen früh die liegen zwischen etwa -2 und +2 Grad. Am Nachmittag geht es freundlich, aber wie gesagt nur zum Teil sonnig weiter. Wir haben weiterhin die hohen Wolkenfelder, die nehmen tendenziell noch ein bisschen zu im Verlauf des Tages und die Temperaturen die steigen an. Der Südwestwind herkommt, haben wir bis 7 Grad, es ist etwa 5 bis 6 Grad und im Oberland in leicht erhöhten Lagen gibt es stellenweise sogar knapp zweistellige Temperaturen. Aber Mittwoch da reicht uns dann staffelweise Feuchtigkeit. Das heisst, vom Mittwoch bis am Freitag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt auch zeitweise Regen. Am meisten davon am Freitag. Und ich sage da bewusst Regen, weil die Schema-Grenze
die steigt markant an. Mittwoch am Donnerstag ist sie zwischen etwa 1600 und 2000 Metern am Freitag. Da steigt sie sogar auf etwa 2500 Meter. Es gibt also weit auf ein Tauwetter. Und dazu haben wir dort zum Teil auch noch kräftig aufrüstenden Südwestwind. Das vor allem am Freitag. Die Temperaturen zu Interlaken die gehen aufwärts gegen etwa 13 Grad. Weisse Weihnacht, die tiefe Lage ist also vom Tisch. Am Heiligabend und am Weihnachtstag selber bleibt es mild. Meistens haben wir zweistellige Temperaturen und vor allem am Heiligabend ist es auch weiterhin noch nass. Das war vom Wetter. Ganz schöner Hintergrund. Auf Wiedersehen miteinander.